Hey Leute, ich darf euch heute das Aerocool X-Predator X3 vorstellen. Das Ganze habe ich in Devil Red, aber dazu komme ich gleich nach dem Intro. Oh, Gadget! Kommen wir nun zum Case selbst. Hier haben wir das gute Stück. Hier haben wir ein großes Seitenfenster, über das man die Hardware innen sehr gut sehen kann. Hier ist noch eine Folie drauf, die das Ganze schützt. Von oben haben wir hier diese Rippen. Diese können wir hier auch noch höher stellen oder flacher. Hier oben haben wir gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, eine 2,5 Zoll Festplatte einzugeben, um eine Datensicherung oder dergleichen zu machen. Eine Lüftersteuerung für den Fan B und A. Zweimal USB 3.0 und Audiobuchsen sowie den Powerknopf. An der Vorderseite haben wir hier Schächte für Festplatten und auch einen Kartenleser, das X3-Logo sowie das Logo von Aerocool selbst. Hier hinten haben wir noch die Möglichkeit für Wasserkühlung Ausgänge zu haben, wenn man zum Beispiel die Wasserkühlung des Reservoirs außerhalb vom Gehäuse haben möchte. Und ja, das Netzteil unten sowie hier unten auch einen Staubfilter. Kommen wir nun zur Innenseite. Wenn wir das Ganze aufgemacht haben, sehen wir, dass hier im Case bereits verbaut einmal ein 120 mm Lüfter und hier an der Vorderseite ein 200 mm Lüfter verbaut sind. Hier oben haben wir Schnellverriegelungen, um zum Beispiel die Laufwerke auszutauschen. Und insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die Möglichkeit, Festplatten einzubauen und gleichzeitig SSDs. Das Ganze kann man werkzeuglos ein- und ausbauen. Hier vorne haben wir noch die Möglichkeit, einen 120 bzw. 140 mm Lüfter einzubauen. Eine große Anzahl von Möglichkeiten, die Kabel zu verstecken und Cable Management zu betreiben. Und eine große Ausnehmung für diverse CPU-Kühler. Hier haben wir noch die Kabel, die dabei sind. Besonders dabei ist vor allem auch, dass wir hier die Möglichkeit haben, sämtliche Lüfter anzuschließen, die dann über die Steuerung an der Vorderseite geregelt werden können. Hier oben haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, große Lüfter anzubauen, 120 oder 140 mm Lüfter, mit Daumenschrauben, die blenden, wo wir zum Beispiel die Grafikkarten oder Soundkarten die Ausgänge nach außen bekommen. Am Seitenpanel haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, 120 oder 140 mm Lüfter hier oben oder auch unten anzubringen. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst mir einen Daumen hoch da und vielleicht auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal.